Hi, ik zie Jacob. Ik heet en jeder einer van jullie welkom. Mijn vrienden dat jullie in Lebenswasser zijn. Je kan jullie kinderen en de kindertjeuk nambrengen. We hebben kindertjeuk van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De kinderen die kunnen daar leren wel aan te beden. Zij kunnen leren geven. Zij worden ook een klare boodschap hier in er niveau wat zij kunnen verstaan. Mijn vrienden dat jullie kinderen hebben metgebracht. Dat wordt een stad zijn waar zij zeker zijn en de goede tijd wat zijn veranderen. Nadem, dan word ik jullie terug goed holt een koffie. Een thee en spaziert met some mensen. En dan hier in 2 minuten wieder, waar we aanvangen met de service. In onze service, waar we aanvangen met aanbedingsgezang, er wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. En nadat wordt een van onze pastors opkomen en een klare, praktische boodschap heeft, wat als voor jullie vandeel. Zo, mijn vrienden, dat jullie alle hier zijn. Ik wens jullie Gottes zegen. Guten Morgen, ist Lebenswasser. Wenn wir mal da abstimmen, wird leider top sein. Thank
gut, amen? Yes, Gott ist groot. En hij is hier met ons. We worden nu de offering house, of de ushers worden de Amashram reken. Zodat so van jeder einer van jullie wat de geven wil, geven kan. En wat immer jullie hebben om jullie hart, dat is wat ik geven wil. En zo, dus zijn wens ik even jullie wat je geven doen van jou. Wel bestoppen en dankzij God dat we hier kunnen zijn. Dankzij dat we geven kunnen. Dankzij voor die Gnod, dankzij voor die life. Dankzij dat we geven kunnen, dat we kunnen aan deze ziet zijn, waar we geven kunnen. En ik bid bij God, ja, wijsheid, dat geld zo te verbruiken, dat meer mensen worden die vingen. We bidden in Jezus naam. Amen. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
ene die, Herr. Wir geben alle eer, wens du best alle eer weet, God. Ek dank U dat U ons God best en dat we kan aanbeden. Dat we kan vrede aanbeden met ons ganse hart, God. Ek dank U dat U vir ons gestorven bent. Ek dank U dat U vir ons best, dat U niet tegen ons best, God. En dat we alles kan durch die, Herr. Ek dank U dafür. Ek dank U vir die life vir ons, God. Ek bid die zegen op ons vir jou. Dankschön, God. Stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was falling, His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave. The war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome.
Hand geben. Thank you, God. Gott, der lebt, heißt lebendig. Und sie, das ist ein Gott, was wir vielleicht manchmal mäßig verstehen können, was einmal als hier war, was einmal sein. Und er hat von der loben und am preisen, am danken. Und er ist nicht weit auf. Er ist ganz dicht bei. Er will eine Gemeinschaft haben mit dir und mit mir. Und er sagt, Frau arm, noch Dinge, Frau mir noch Dinge, und ich wollte dir geben. Und so was ich auch, was wir von der down ist, wie wir ein bisschen Einigkeit stehen in Gott, Frauen, dass er mit allen Farmern sein, was er der Arndt will anbringen. Der Arndt, der sitzt schmack, ich fuhr gestern mit der Raum, der ist der Darpa hier, hängt in der Darpa, und dann checkt noch der Schmack, der Fleck da. Der Schobelstaben, der Hoverstaben, der Korn, und das sitzt so schmack gel oder wit, und das ist einfach rein, zum der Arndt anbringen. Und so, da wird ein Teil Arbeiter brücken, da wird ein Teil Raum vorgeben, und vielleicht wollen wir mal all die Korntrucks am Weg ein bisschen extra Zeit geben. Aber was mir wichtig ist, ist, dass alle alle sicher bleiben, vielleicht wollen wir uns checken online, wenn die das nächste paar Werk harvesten, uns gebeten, dass die sicher bleiben. Ich weiß nicht, wie das geht, ich sehe auch mal ein Farmer hier was. Some von Ihnen war vielleicht nicht dort kann sein, dass ich sie ein Farmer hier was, dass ich sie. Mein Wirt, der sagt einmal, dass wir eigentlich ein Farmer waren, eigentlich wir ein Farmer blieben. Und so, das ist, wie ich hier sehe. Aber er sagt, weil wir abpassen, besonders wenn er zu der Harvest kommt. Mir denkt, dass wir uns top treffen und dann sagt, wenn gebeten, sagt Gott, sieh mit uns, der ist der Harvest. Einmal ist ich die Peanuts draschen, wieder mit 2 Combines bevor. Und dann habe ich gehofft, dass wir laut in der Nacht um seine Beklom das essen, seien die Peanuts losdraschen. So ich werde der nächste Rieden angegangen, um das Stroh da wird der kleben und seien die Peanuts alle sind losgedraschen. Und ich checkte ihn ab, ihr auf einmal dann sage ich, das große Tire kommt angepackt, so das große Buggy, wo wir einmal die Peanuts dumpen, große Tire, der kommt das Kraken an mich. Und so ich hab's zu ziehen, Kuller noch ein klein bisschen zu ziehen und das 3 Schaujahr Tire, vielleicht saß schon hier. Die Kuller bei mir vorbei oder die Trailer die Back vorbei. Ganz dicht bei. Aber Gott, der wir mit mir, er beschützt mich. Und ich will bis mit Jnod in Einigkeit stehen, sei, wer wir jeden gleich kommen, Gott, der will was uns sicher hält. Und mein Gebet ist, dass die war mit Jnod ganze Crew, Arbeiter und praktischen Bereitschaft, dass die war alle sicher bleiben, nicht was gleich passiert. Weil wir das tun, weil wir in Einigkeit unsere Hand abheben und Gott fragen für Sicherheit. Dankeschön, Gott. Verdiene jeden wird. Dankeschön für die schmacke Arndt, was da steht, der witte Fleck, was der Reit ist, um der Arndt anbringen. Ich bete gerade nur Sicherheit, über all die Farmer, all die Truckfahrer, alle, was da worden geträgt hier. Ich bete was Sicherheit, ich bete was jeden Accidents, oder nicht war Accidents passiert, dass jeder einer was sicher blieb, als eine ganze Crew, dass die Bereitschaft wird verdrehen, und dass was eine gute Crop geben, oder was mehr Schaden ist, was wir gedacht haben, das wird. Dankeschön, Gott, dass du so gut bist zu uns. Dankeschön für deine Versprechen über uns. Dankeschön, dass du uns gut bist. Und Dankeschön für deine Jene, die wir beten, in Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön für Mitbeten, die kann ich in Dulsaten. Man, mir freut, dass die in Lebenswasser sind. Mir freut, dass die von der Samarias ein Port gemerkt zum Port hier sind in Lebenswasser. Bloß, dass die dort weiten, die sind die Loten. Wenn der Glock 9 Service, die wir da sind, sind nicht schleiprig, so das ist gut. Wir haben eine gute Service hier. No, das war sehr gut hier zu sein. Und wenn die Kinder haben mitgebracht, Dankeschön für die Kinder. Und die Kinder bringen, die werden auch eine gute Zeit haben. Und so war wieder Gott sein Wort hier. Wir waren some Announcements, haben some Dinge bekannt merken. Das erste bekannt merken, das ist für Youth. Das ist Game Night von der aus Oves. So, das ist für Youth. Ein anderes Ding, Dankeschön für Potsdam, für an der Koma hier, wo ich am Eten herbringen oder Koma. Dankeschön für das. Ich sage, so, die brachte hier was lernen von der. Ich kann wirklich mehr bringen, die können da eine gute Arbeit mit das geben, für Familien, wo das fehlt. So, wenn ich auch ein Port von dort sind, Kumpels hier, für den Service gehe ich hier lernen, durch die Double der da, brauche mit keinem Red, gehe ich bis durch die der und sagte, dass auf den Counter ab, die wird einmal hier da in eine Löschen haben, sagt, dass bis haben, sie kann sich das abbringen, das geben, alles brauche mit keinem Red. Das ist ganz einfach, wenn ich am Stuhl vor diese
Weg kauft was extra, nächste Weg bringt das mit. Und dann kann je in Pott sein und sehen sein zu somebody else, was das neidig fehlt. Wenn hier von der auf einmal wäre und sagt, mir fehlt was eten, was du fehlt mitnehmen, kann ich das wirklich tun. Irgendwie hat der Warnungstüp geklagt, dass gesagt hat, ihr könnt den Warnungs herbringen. Da ist ein Teil Warnungstüp gekommen und die Diakon will der Rüt geben. Und wenn hier einmal von der wer von Jünd ist und sagt, Jünd fehlt ein Warnung für Jünd, Jünd Kinder, gut, da will ich haben und nehmt dort, was immer Jünd da fehlt. Der Diakon war das hier für ein paar sehen, der hat diesen Sonntag und den nächsten. Und dann war sie das Rüt geben, wo immer andere Familien sind. Wo ich in der Familie sein, wem dort neidig fehlt. So, Dankeschön für Port sein von dort. Nächste Sonntag, dann da waren sie Time change. So nächste Sonntag war die Clock eine Stunde zurückgeschoben, mit morgen dort neu, und dort ein Reminder dann. Wir wollen Torfhaus haben, November den 25. November 25. ist Torfhaus. So wenn du hier bist und du hast Jesus angenommen, hast die noch nicht getauft, ab den Glauben, dann da bist die Nummer abschreiben, da hängen bei den Infodesk, da wird somebody sein, bei den Information Desk, kannst die Nummer da abschreiben, und dann wollen wir mit dir reden, und dann wollen wir das absetzen, dass du kannst hier Torf war hier November den 25. Da kick all fertig war ich für dort. Auch wir wollen anfangen mit eine Klasse geben zum Gliederschaft, Membership-Klassen. Ich will Ihnen bis heute ein klein bisschen sagen, wo das schafft. Wenn ihr alle Members waren in dieser Kirche, was wir tun ist, wir laden euch an, dass ihr zu einer Klasse kommt. Vielleicht kriegt hier das zu werden. Either Pastor John oder Pastor Steve oder somebody, was eine Rede geben. Die wollen ein bisschen sagen, was wir glauben als Kirche, was unsere Values sind, was wir tun, wo unsere Kirche kann jetzt. Klein bisschen, dass ihr bitte alle anweiten, wer wir sind als Kirche. Wenn ihr das interessiert, dass ihr alle Port von dort sind. Dann schrieb ich eine Nummer ab. Und dann kriegen wir on stage hier einen Sonntag, brauche ich hier nachkommen, dann hat ihr eine halbe Stunde Testimony geben. No, war nicht grillt. No, ich brauche hier bis on stage kommen, kann hier bis stehen, dass jeder einer kann sein, das sind unsere neuen Members. Ganz einfach, brauche nicht sein, und wir welcome you als Members. Und so, das ist ungefähr so der Prozess schafft, wenn ihr gleich Glieder zu werden, das ist eine gute Idee, dass ihr das kann, und das mal ran. Lebenswasser haben WhatsApp, und wir schicken Diaper-Videos rüt. Die Diaper-Videos schicken wir rüt, und auch Announcements, oder Dinge, die abkommen, Events, die abkommen. Und so, das sind zwei Gruppen. Some von ihnen, die kriegen bloß den Diaper-Video, und some, die kriegen das alle. Wenn ihr in der Gruppe sind, wo bloß das Diaper-Video nach ihnen kommt, dann braucht ihr bloß das Nummer zurückschreiben, sagen, ich will all die Events, die Bulletin, das alle in meinem Phone haben, dann wollen sie ihnen das auch schicken. So, wenn ihr das wollt, könnt ihr das tun. Lebenswasser hat auch eine neue Internetseite. Sind sehr excited über das. Wenn ihr da noch nicht seid, Benny, was gut an, das ist lebenswasser.org. Und so dort kann ein bisschen sein, wer die Lehrer sind, die Botschafter sind dabei, some Leiter sind dabei. Das kann ein bisschen besser sein, wer wir sind als Kirche. So, dort sind die Dinge zum bekannt machen. Wer hat was gelehrt, der Pastor John seine Messages, die Evangelium für die hat. Ja, ich glaube, mir ist es sehr interessant gewesen. So, ich wollte von der die letzte Botschaft predigen und das mal ran. Und so, stup es ab, mein Bereich zum Freund, und ich wollte anfangen zu predigen. Welcome alle hier. Vrij waren dat je alle hier zijn. Leider wat keiner in het dorp gebleven zijn, je zijn alle hier. So dat is goed. Bianca, de Jugendjongens een beetje trösten. Ich glaube, je sagen, dass das eine Gegebenheit von der mit Kartenspiel und so weiter. Und das das Game Dutch Blitz, nicht? Oder wann je dat? Anyway, das ist nicht für Jungs gemerkt, okay? Das hat ihr das weiten. Hier ist die Ursache. Wie uns Männer, wie uns Verstand, hat Dosis gespannt, okay? Und wir sind bloß einmal ein Dosis ab einmal. Und so, wenn wir Game spielen, sind wir in dort Dosis. Und wir sind bloß ein Klampen Karten. Der früheste Verstand ist das eine Kamm Nudeln. Und so, die sind alle Klampen zugleich. Und dann nach den Karten, die du in der Hand hast, auch noch. Ich weiß nicht, ob mal von dir gehört haben, dass eine Mama kann durch 3 Jahre nachher am Feuer Arten kicken. Und das schafft beim Kartenspielen auch so. Und so Jungs, wenn die nicht gewinnen, bei Dotsplatz, kein Problem. Wir sind auch klug. Bloß ob ans eine war ich.
Aber mich verrät das hier zusammen von der, ich dachte, diese Werk in Bett Eva. Wir hören einmal, dass ein Mensch sich zu predigen gewählt und das ist bloß ein sehr trüb Ding. Und viele Menschen, die gerühren sich, wenn Prediger wohl abkommt, mich wurde treffen und so weiter. Und so wir wollen so weit wegbleiben von dort, wie wir können. Und ich wundere einmal, wo wir sind. Diese Werk wird mir klar. Und ich glaube, mir dachte darauf. Wenn ich nicht von Jnod predigen, dann würde mir das schlecht gehen, Prediger sein. Und weißt du, wenn ich sage einmal, je mehr je Satzen wie ans Topstellen, je Dollar essen Predigen, please. Bloß ohne gehen. Und so, aber wenn wir Jnod predigen, weißt du, wenn ich kann Jnod predigen, die kann frei werden von Jnod Sündenleben, die kann frei werden von dem Gesetz, die kann frei werden in Jesus Christus. Ich meine, das ist die beste Arbeit, was es gibt. Und so, das gibt mir Schein, wenn ich von Jnod predigen. Und so, diese 3 Botschaften, die ich nicht tue, das ist die letzte von dem Evangelium zu den Heiden. Und so, wir haben von ein paar Dingen geredet, ich will ein klein bisschen holen. Aber weißt du, die ersten 2 Botschaften sind an unserer Internetpage oder an unserer App, wenn die nicht gehört haben. Aber im Alten Testament, da haben wir den gewöhnlichen Strom von Menschheit. Und dort nennt die Bibel die Völker oder die Heiden, verschiedene Wörter werden gebraucht. Das, wo ich und du bin, sind, und dann ruft Gott sich durch Abraham nach einer Gruppe Menschen, er will sich offenbaren zu der Menschheit, er will den Messias bringen, er will die ganze Welt raten, aber er muss diese Menschen erst mal lernen, weil diese sind alle aufjäterisch. Und so deinen alle haben verschiedene Jätter. So Gott gibt das gesagt zu diesen Menschen. Und zum diesen lernen, wer er ist und wo er denkt und so weiter. Aber dort gesagt, da diese Gruppen Tränen und so weiter, und das wird hier aus der Kirche anfängt, gibt dort wieder ein Port von der Trouble. Das wir für Sonntag erklärt ihnen, dass Jesus lebt hier vor dem Kreuz. Als er auf diese Erde wir, als er hier dein und so weiter, dort wir hier. Na, ich will Ihnen einiges sagen, was ich in Sonntag will sein und was ich von der Samari soll will sein, und ich verjährt das einmal, aber nicht, denke ich, dass ich will dort mal sein. Viele Menschen denken, okay, Jesus in der Lehre hier und so weiter, was tun wir mit dort? Wenn Jesus lehrt gesetzliche Dinge, some von euch, und wenn du nicht so gerecht sind als der Führer, oder wenn du nicht Menschen vergeben, wird Gott die auch nicht vergeben, all so eine Dinge ist dort. Was tun wir mit dort? Und so einig, was ich heute sollte, auch länger erklären, dort ist, dass wenn wir hier genug sind, wir müssen das Part von hier verstehen. Ich sage, wir müssen Jesus durch Paulus verstehen. Und damit sage ich nicht, ich rede Epheser noch von, dass Jesus als Person heißt Gott und heißt der wichtigste Mensch, der jemals gelebt hat. Aber wenn er bei der Lehre kommt, dann ist Paulus in der Lehre welcher von uns, besonders als Heiden, als Jesus in der. Und da meine ich, dass Jesus in der Lehre nicht von uns ist. Aber wir müssen Jesus in der Lehre durch Gnade verstehen. Sehr, sehr wichtig. Und viele Werke rede ich da ein bisschen von, ohne dass ich das sehe, aber das ist ein bisschen, was wir viele Werke deuten. Und so das ist die Kirche. Die Kirche fängt an mit Juden. Die Kirche wird von Anfang 100% jüdisch. Ganz bei der Apostelgeschichte 10, die Samariter werden da, hat bald gesagt, die Sommerfelder, aber die Samariter werden da angekommen. Dort werden so eine halbe Juden. Aber hier in Kapitel 10, da nimmt Gott eine Ark sozusagen und hat die Heiden mit anschließen. Und so von das haben wir viel Werk geredet. Ich nenne das die Übergangszeit von Johannes bei ungefähr 100 Jahren nach Christus. Die Zeit dreht sich dort Eva. Na, bei Gott lebe ich wieder allein hier. Und das ist ein Punkt, was sehr, sehr wichtig ist für uns, dass wir das verstehen können, dass das Kreuz ist der Schedepunkt zwischen den Allen nie. Und so das Kreuz ist das Port, was das Deilen hat und wo das anders anfängt. Von der wir reden, von der Heiden in Gnade. Die erste Botschaft dort wie Abraham und das Gesetz. Die zweite Botschaft wie Jesus in das Gesetz. Von der wir reden, von Heiden in Gnade. Und zoals ik zei, in die Kirche, da wir in Heiden und Juden beides sind, und so weiter, und dort gibt es Trouble, wenn ihr eine Apostelgeschichte lesen, dort ist Port von der Trouble, was in die Kirche wird, dort hat immer zwischen diese beiden Menschen und so weiter, oder die zwischen die beiden Gruppen. Aber sie mussten sich lernen, topen eine Kirche sein. Und so hier wir in Heiden sind, hier wir in Juden sind, aber die Kirche wird langsam heidnisch. Und was wird 100 Jahre nach Christus oder so, dann wird die Kirche ungefähr ganz heidnisch. Da wir in some Juden sind, aber Jerusalem wird vernichtet, die Juden werden verschleppt in der ganzen Welt und so weiter. Und das Land, dort wir Jerusalem wieder nicht mehr, der Tempel wieder nicht mehr. Und so dort ändert alles. Aber diese Juden, für den Tempel vernichtet wir, die christlichen Juden,
die lebten sozusagen Port von der Gesetz uit und so weiter. Und so dort, wo wir sind, davon reden. Von der wollen wir reden von Paulus, der Apostel der Heiden, und dann haben wir von seinem Evangelium. Und so in Apostelgeschichte 9, und lass mich unter die Geschichte ein bisschen vertellen. Also Paulus, hij wie Saulus, wordt hem door je naam, aber ich war Paulus naam. Hij wie de Jude von den Juden, sagt hij zelfs. Hij wie im Gesetz, wie hij volkom, en hij wie de Pharisäer von den Pharisäer. Hij had het Gesetz so gut geleerd als kein anderer Mensch. En hij deed Christen verfolgen. En nu zijn we naar Damaskus. En we weten die Geschichte, waar Jezus hem door begeen. En Paulus, hij wie am weg naar Damaskus, stal hem zo veel aus, en zei stolter Pharisäer, nu wordt hij mal leren wat het moest, en wordt hij mal de Christen alle vastnemen. En nu wordt hij in Damaskus neergeleid, een ganz Tag gebroken, hij is blind, en heeft Jezus begeend, en door zijn 3 dagen. En dan schickt Gott eine Person aan. Eerst in de eerste boodschap, like zei ik Stefanus of wat, zo, dat eenmaal verrät wie ons als prediger, so, dat we Ananias wat er ging. En so Gott schickt Ananias dahin. Und das ist, wo wir diese Geschichte anfangen. Er schickt ihm nur Paulus. Er sagt, aber der Herr sagt zu ihm, Ananias, meint es, Gott sagt zu ihm, go, wenn Ananias will nicht nach Paul gehen. Wenn Paulus, da wir die Christen verfolgen, nu da sich so, er hat sich bekehrt, und er würde am festnehmen. Das ist, was Ananias dacht. So, aber der Herr sagt zu ihm, go, wie als ich habe mich arm, hier das Paulus, ich habe mich arm als Instrument gewählt, mein Namen für die Völker, Chinese en de Kinder Israel te brengen. En so Gott sagt zu Ananias, weet je wat, dit Paulus, den hij mij uitgewählt, ten het Evangelium naar Heiden te dragen. Nou, hij redt ook de Chinese en de Kinder Israel, wie zijn dit in Paulus zijn leven, dat hij zo veelmaal wie hij vergerecht en redt te de verste regeringsmannen en zo wieder, ook te de Kinder Israel. Maar wat ik wil gaan je zeggen, hier morgen is, dat hij is een uitgewähltes Instrument. In de Engelse Bibel naam dat, komt vielleicht ein bisschen klarer uit, aber heißt specially uitgewählt, für das, von Gott. Und wie wollen das sein, wenn wir wieder verlängern? Dann sagt er einmal auf, ich rede nu zu jünd Völker, diese Völker, das sind die Heiden, Paulus schrift hier selbst, ich rede zu jünd Völker, wils ich die Völker ihr Apostel sie. Hol ich mein Amt hoch. So Paulus sagt zu den Römer, ich zie de Heiden ihr Apostel. Ich zie uitgewählt für das. Na, ich will Hanji sagen, das klar verstehen können, wenn das ein Unterschied zwischen Petrus und Paulus, und wenn wir den Unterschied nicht verstehen können, dann haben wir ein verdrehtes Evangelium. Das ist der ganze Punkt. Und so Paulus sagt, er ist der Apostel zu den Völkern. Und dann nu in Galaterbrief, da handelt sich dort an, wo Paulus hat dort manche galatische Jenden in Darba, angefangen. Nu komen de Juden heran en leren de Heiden, dat ze nach der Beschneidung kann, sie nach der Moses sein Gesetz annehmen, das kann sie nicht selig werden. Das ist der Punkt hier. Und so der Galaterbrief ist dort geschrieben und so weiter. Und nu vertelt Paulus im Bett, was passiert, als er nach Jerusalem redet, wenn dort Problem. Er reist nach Jerusalem, mit den Apostel dort durchreden. Und dann sagt er uns im Bett, was passiert. Er sagt im Gegenteil, also er hat hier fertig von dort geredet, von woher der Apostel begehen in Jerusalem so wieder. Im Gegenteil, als die, das sind die Apostel in Jerusalem, Petrus, Jakobus und Johannes, als die sagen, dass mir dort unvertraut wird, das Evangelium man die zu predigen, die nicht beschnitten sind. So heißt es, diese Apostel in Jerusalem, die erkennen dort, dass Paulus besonders beraten wird, nur die zu gehen, die nicht Juden werden. Das ist ein Punkt hier. Dann sagt er wieder, gerade so als Petrus dort Evangelium unvertraut wird, für die beschnitten sind. So, da muss wir verstehen, dass Petrus und Paulus, sei wir ein bisschen so der Lehrer. Petrus wird der Lehrer, aber zu den Juden. Paulus ist ein bisschen so der Lehrer, aber zu den Heiden. Der Grund von dem Evangelium wird selbst hier. Radung durch den Glauben an Jesus Christus. Und da müssen wir verstehen, aber du besiegt, da hatten die Juden alle Hunde gesetzliche Dinge. Viele sind nach Redig davon, als Paulus nach Jerusalem kommt, dann beginnt der Jakobus durch und Jakobus sagt, hey, hier ist ein Gerät, dass du liest die Juden auf an Moses sein Gesetz und so weiter. Und so, sie halten sich an Moses sein Gesetz. Und da müssen wir verstehen. So, das ist der Unterschied zwischen Petrus sein Evangelium und Paulus sind. Nicht, dass sie einen anderen Radungsplan haben, aber some von den Dingen, die besiegt.
Die Juden kamen uit het Gesetz heraus und sie halten die Dinge im Gesetz, meistens von Anfang. Aber Petrus und Paulus, sie sind beide beraten zu denken. Dann sagt er, wils die, das ist Gott. Oder wir können sagen, Jesus hat der Heilige Geist, alles ist als je denkt, aber die durch Petrus wirkt, die beschneiden das Evangelium zu predigen, so Gott schafft durch Petrus für die Juden. Sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dann sagt er, wirkt auch in mir, das als ja Gott, die das Evangelium zu predigen, die nicht beschnitten sind. So Paulus sagt, okay, Petrus ist von Gott beraten, mit Gott seine Kraft für die Juden. Und ich sage, es ist für Petrus predigt some Dinge, was uns wieder nur gesetzlich sind von dir. Aber Petrus predigt zu den Juden. Paulus, durch das als ja Gott, er predigt zu den Heiden. Und so dort, er merkt den Unterschied. Dann sagt er, aus die Gnade sagen, dort sind war der Apostel, Petrus, Jakobus, Johannes, aus die Gnade sagen, die mir gegeben wird, geben Jakobus, Petrus und Johannes, die aus guten Standards angesehen worden, mir und Barnabas der rechte Hand an die Gemeinschaft mit anzuschließen. Und dann hört, was er sagt, dass wir sollen, also Paulus und Barnabas, dass wir sollen nur die Feldjäger gehen. Feldjäger sind Heiden. Dort sind die Nicht-Juden, nur die Feldjäger gehen, und sei nur die beschnitten sind. Und so da in Jerusalem, sagt Paulus, da hatten wir ein Meeting, und da sagen sie, die Gnade, was mir gegeben wird für die Heiden, und dann sagt er, dass wir schloten ans Taub, sei gehen nur die Juden, wir gehen nur die Heiden, wir predigen das Evangelium von Jesus Christus, und wir regen uns der rechte Hand, wenn unsere Evangeliums auch ein klein bisschen verschieden sind. Ich habe einmal was zu Ihnen gesagt, und das ist ein sehr wichtiger Punkt für Christen, weil einmal wir als Christen, wir können uns schrecklich streiten wegen allerhand andere Dinge. Eigentlich muss jemanden weiß noch sein, oder wird noch abgewaschen, würde ich vielleicht sagen, denn dass die kann ein Mensch sein, weißt du Gott, ich denke ein bisschen anders als du, aber wir sind Freunde. Auf Englisch sagen wir, we agree to disagree, but we are friends. Und weißt du, wir wollen machen Dinge ein klein bisschen verschieden verstehen. Und dort passiert so in diese Botschaften, Menschen, die hier und so wieder. Und dann bei einmal dann reden wir uns schrecklich ab, wenn wir haben denken, ein bisschen anders zu holen oder ein bisschen anders zu holen. Und wir müssen abgewaschen sein. Weißt du Gott, ich kann ein klein bisschen anders verstehen als du. Und weißt du, ans Grund ist das als Radung durch Jesus Christus. Aber wenn es diese üble Dinge kommt, dann denken wir einmal verschieden. Na, mal, ich kann sagen, weißt du Gott, ich denke ein bisschen anders, aber hier ist meine rechte Hand, weil wir wieder für den Herrn schaffen. Sehr wichtig. Und so das wird sie hier tun. Und so sie regen sich die Hand. Und so Paulus und Petrus, sie sind die Lehrer sozusagen in verschiedenen Gruppen Menschen. Und weißt du, der Punkt, was ich hier will merken, ist, dass Paulus ist uns Apostel. Paulus ist der Apostel zu den Heiden. Und du sind Heiden. Wir sind nicht Juden. Oder jeweils nicht. Ich sehe vielleicht ein bisschen, aber ich glaube einmal, wir sind halbe Juden. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da wollen wir noch mal von reden. Aber anyway, Paulus wie der Apostel zu den Heiden in das Evangelium von Gnade. Und so, wenn es bei das ganze Thema kommt, dann denkt man mal, okay, was, ich habe diese Werke in diese Werken, sei gedacht und gebet, okay, was von einer Geschichte, oder was von einem Beispiel kann ich brauchen, was das Beste erklären wird. Und so, ich glaube, Gott gibt mir eine Geschichte, was Paulus gibt eine Geschichte, und so da wollen wir miteinander gehen. Aber Paulus ist der Apostel zu den Heiden. Er sagte, ich, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen dazu gewählt. Na, weißt du, eigentlich muss wir verstehen, dass Paulus, er muss immer sein Apostelamt verteidigen. Weißt du, die Juden sehen, oh, Paulus ist überhaupt nicht ein Apostel. Paulus will gleich mit Jesus tun, weshalb das wir. Paulus hat gleich von Petrus und Johannes und Jakobus gelehrt, dass wir hier Message worden sein. Und so Paulus, er hat sich selbst zum Apostel gemerkt. Und er hat das Evangelium leichter gemerkt, er hat das Gesetz dort genommen, er hat die Beschneidung dort genommen, er hat alle Dinge dort genommen, um das leichter merken für ihn, um das er nur falsch kriegen. Dort wird sie einfach beschuldigen. Ich denke, als wir in Ontario wohnen, dann für die Jahre, wo ich da predige, ich hatte so einen Namen dort, dass ich wie ein selbstgemerkter Prediger. Weil ich bin nicht von den Ältesten gewählt zum Prediger. Und so, die sind eine Gruppe Menschen, ein bisschen traditionelle Menschen, aber sie haben das klar, ich bin ein selbstgemerkter Prediger. Und ich weiß nicht, was du mit anderen hast, aber anyway, ich bin von Gott gewählt und das ist eine andere Geschichte. Aber anyway, dort wird Paulus nur vertrauen. Er ist gleich wirklich ein Apostel.
Paulus, die hat sich das Salz abgelohnt und nu kommt der Jünd hier in Evangelium predigen, was verhält nicht so ist. Und so nu muss wir hier rankommen als Juden und nu muss wir schon mal die Wahrheit lernen. Das ist, was sie deuten, ihre Meinung noch. So mit dort in Hintergrund müssen wir das lesen. Ich, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen durch die Welt, auch durch kein Mensch, aber durch Jesus Christus in Gott, den Vater, der Arm von Daut abgeweiht hat. So Paulus im Galaterbrief, er merkt das klar, das heißt ein Apostel, aber von Jesus selbst gewählt. Er ist nicht von Menschen gewählt, der ist keine Zeug. Petrus hat ihn nicht angestellt, Jakobus hat nicht, aber Jesus Christus hat. Und dann hüpfen wir noch Vers 11 in Galater 1. Dann sagt er, das soll geweiten, Brüder, dass das Evangelium, das ich predigt, nicht von Menschen kommt. Dann wird Paulus wird am selbst wird angegeben als ein Apostel in sein Evangelium. Kriegst du es von der schon da hast. Und ich wollte Luther ein bisschen von reden, was wir mit dort sollen tun. Aber wann wir Gnod predigen, dann waren gesetzliche Menschen ans Emmer angegeben. Und ich will dir etwas merken, wenn die und Gnod, wenn die in Gnod ist aufgedeckt, und die leben in Gnod, und die weiten, die sind durch Jesus gerat, und die sind nicht unter 100.000 Gesetz und so wieder, aber die sind durch Christus gerat. Und die Freundschaft, oder Familie, oder die Menschen im Dorf waren die daran, das ist ganz normal. Das ist noch immer so, das was. Das tun sie zu Jesus in der Zeit, das tun sie von dir. Und so das was sie zu Paulus tun. Und so sagt das Evangelium, das kommt nicht von Menschen. Dort habe ich von keinem Mensch gekriegt und dort hat mir auch keiner gelehrt. Na weet je, ich dachte erst an, dort hat mich keiner gelehrt. Wenn Paulus hier von seinem Judentum redet, dann kann er nicht sagen, dort hat mich keiner gelehrt. Haben wir unser Gamaliel, der erste Lehrer in Jerusalem, abgewaschen. Paulus hat ganz beste Schuld gehabt. Er hat ganz beste das Gesetz gelehrt. Und so, wenn er sagt, das hat mich kein Mensch gelehrt, dann weit wir kurz, er redet von einem anderen Evangelium, als von wo er dann abgewaschen ist. Und so, er sagt, hat mich keiner gelehrt, Jesus Christus hat mir das selbst geopenbart. Dan weet je, dat is zeer interessant. Dat, denk je toch mal een beetje aan, wieso? Weet je, ik vraag me immer vrouw, wanneer ik de Bibel lees, okay, wieso? Wieso wordt Paulus, oder wordt Gott Paulus, hij had je dat Gesetz geleerd, op het laatste buchstabe nog. Hij kan het uitwendig. Wieso wordt Jesus am te zien nemen in een ander Evangelium geven? Wieso schickt er nicht nach Petrus? Wieso schickt er nicht nach Jerusalem, kann er durch mal nach Schulung wie Petrus, Jakobus und Johannes? Wieso nimmt er durch und lehrt an das Evangelium selbst? Das ist meine Frage. Und ich glaube, die Antwort ist, dass Paulus hat gesetzlich abgewaschen. Und so, wir als Menschen, da wo wir abgewaschen sind, dort hängt uns schrecklich an. Viele von uns, wir sind sehr gesetzlich abgewaschen und wir haben vielleicht nur 10 Jahre genug gelebt, aber wir kämpfen nachher mit gesetzlichen Dingen. Dann haben wir einmal ein Essenswort nicht ganz klar. Und so wird es mit Petrus, Johannes und Jakobus, sie haben Jesus gelehrt, sie werden dabei, sie kritzig wird, als sie von Daut abstand, sie kriegen den Heiligen Geist in Apostelgeschichte 2, aber das Judentum verleiht ihnen never. Da wir immer Port von ihnen. Und so Gott fehlt es an einen Apostel, wer nicht würden mit einem jüdischen Glauben gehen, manche Heiden predigen. Das ist was ich glaube. Und da nehmen Petrus oder Paulus da raus und lehrt an das Evangelium. Aber er redet wieder. Aber aus dem, das redet hier von Gott, aus dem, der mir durch seine Gnade was Besonderes berauben hat. Das wird was Besonderes. Wenn wir nicht Zeit hatten, würde ich den Vers noch falsch wiesen, wo er redet von das Geheimnis. Und so weiter. Und so, haben wir was Besonderes berauben, euer Eck geboren wird. So Gott hat Paulus berauben zu was Besonderes. Und so ist das Gott, das gefallen hat, mir sein Sehen zu offenbaren, dass ich von einem manche Völker, manche Heiden predigen soll, ich nicht erst mit Menschen reden. Dann weet je, Paulus heißt in Damaskus, er hat sich bekehrt, und heißt in Damaskus. Und er sagt, er nicht, als er sich erst bekehrt hat, und als er getauft wird, und den Heiligen Geist kriegt und so weiter, dann packt er nicht ab und reist nach Jerusalem, um von Petrus und Jakobus und Johannes das Evangelium lernen. Because Jesus hat ihm das selbst gegeben. Er sagt, ich denke nicht nur Jerusalem, nur die alle Apostel wären als ich. Ich denke nur Arabien und kein war 3 nur Damaskus. Na, das ist eine interessante Geschichte. Die Bibel, die uns nicht ganz aufdeuten. Aber ich will Ihnen sagen, was ich glaube, was passiert.
Paulus hat am Weg nach Damaskus nach mir zu Jesus. In der Apostelgeschichte fing wie, dass Paulus von Fuß an zu predigen. Aber weißt du, hier sagt er, ich ging nach Arabien. Nach Arabien, dort ist du an der Gegend, wo der Berg Sinai ist. Und so Paulus ging nach Arabien. Wir wissen nicht, wie lange er war das. Er sagt, hier im Bett wieder, wenn wir wieder lesen, sagt er, dass wir 3 Jahre, aber er war dann nach Jerusalem reist. Von dann, als er war, wir in 3 Jahre dazwischen. Und so in die 3 Jahren, wir Paulus in Damaskus und in Arabien. So hier ist mein Glauben. Ich glaube, Paulus reist nach Arabien, vielleicht noch Berg Sinai. Dort, wo Gott het gesagt hat, und dort, wo Gott nicht genug hat. Dat is een beetje mijn geloven. En je braucht nog echt geloven, de Bibel zegt ons dat niet, dat is bloß, ik merk mich some dingen deutlich. En zo hij reist naar Arabien en door jette naar school met Jezus zelfs. En zo Jezus begint Paulus, we weten niet correct wo, aber hij begint Paulus en hij openbaart Paulus dat Evangelium van Gnod voor de Heiden. En dat is een beetje anders als dat wat Petrus heeft. Nou, niet de grondleer, bitte dat me niet hartstikke stoen, aber some van de uiterlijke dingen. En zo, Paulus als der Apostel, hij heeft een Evangelium voor de Heiden. Hij is van God als der Apostel te de Heiden beroepen. Hij heeft het Evangelium van Jezus zelfs gekregen voor de Heiden, voor mij en die. Weet je waar we zijn? Wenn Gott wil haben, dat ik en du zullen het Evangelium van Gnod hebben, ik en du brauchen nicht erst Juden worden, wir brauchen nicht erst dit haben und erst mal da und diese Kleidieren, was immer wir alle gehört haben, wir brauchen das nicht, wir brauchen Glauben an dem Herrn Jesus Christus. Und so Gott will haben dieses, das Evangelium zu tun. Und das will ich nicht tun. Und so ich will dir noch eine Geschichte wiesen, ich jumpte schon ein bisschen vorab, aber ich will dir eine Geschichte wiesen, wo Paulus uns verteilt von seinem Evangelium von Gnod. Und das fing in Galater 4, von Vers 21. Also hier redet hier zu der galatischen Kirche, was nu waren wollen und in Gesetz gehen. Jeder drei und das Gesetz gehen wollen, sagt einmal, habt ihr nicht gehört, was das Gesetz sagt? Und so sage ich, hey, ihr wollt in Gesetz gehen, okay, dann wollen wir ein bisschen checken, was das Gesetz lehrt. Und dann verteilt sie die Geschichte. Dort steht geschrieben, dass Abraham 2 Sehens hatte. Einer war von seiner Sklavenfrau geboren und der andere von seiner Frau, die da frei war. So, zum das verstehen, weil wir die Geschichte klar haben, dass Abraham, er ist von Gott berufen, in der Gegend, was von der Irak ist, und da wohnt er in einem aufjährischen Volk und so weiter, und so Gott ruft Abraham dort, und dann brachte er ihm nach das Land Kanaan, das Land Israel, was wir von der Land Israel nennen. Und er hat Abraham versprochen, dass sie würden sehen haben, viele Völker würden von ihm kommen. Er versprach Abraham, dass wir in der ersten Botschaft sahen, dass da würden Messias kommen durch Abraham und so weiter. So, da wären some seine Versprechungen. Aber Abraham und Sarah hatten keine Kinder. Und Gott hat versprochen. Und weißt du, sie sind Menschen. Und wir als Menschen sind leicht bereit, mit unserer Kraft nachzufolgen, wo wir leben, wo Gott zu Kart fällt. Und so Abraham und Sarah, sie waren alle, und die weten dort, dass früher ist besonders, dass da kommt eine Zeit, wo das Kinder haben durch ist, und Sarah wird lang durch vorbei. Und so, ich stelle mir so vor, Sarah sah da und Tent einen Tag, und sie graben über das, und Gott sind Versprechen, wir nicht so gewachsen in ihr Leben. Gott hat gesagt, die waren in Seen, wo ein großes Volk, Völker geworden von ihnen kommen. Und sie haben diese Kirche, diese Sklavenfrau. Und weißt du, sie waren in Ägypten gewesen, wo Abraham lebt, und bei Sarah und so weiter, das ist eine lange Geschichte. Aber da hatten sie sich some Kirches, oder auch Arbeiter, Sklaven, die König von Pharao, König von Ägypten ernten und so weiter. Und da stellt man sich vor, wie diese Frau mag. Und diese Frau, die hat sich vielleicht ein bisschen hecke gearbeitet, sie wird ein bisschen beguft, vielleicht alle beguft, das haben von den anderen und so weiter. Anyway, sie wie Sarah sozusagen right-hand maid. Und so Sarah sitzt in ihr Tent und sie sitzt so Freude und sie denkt so, weißt du was? Gott will haben, dass wir sollen das Salz tun. Like Gott will haben, wir sollen das auch was tun. So ein Mensch, ja was von denken. Wir denken, kriegst du es dort für, nicht? Like Gott hat Dinge versprochen, aber hey, wir wollen man mit halten. Und so sagt der Abraham, wo nimmst du nicht mal diese Kirche und du mit deinem Kind haben, wenn das noch jung nach dem Kind haben, ist sie zu alt? Und die kann noch ein Kind haben, und dann wollen wir Gott ein bisschen halten, und dann wollen wir durch da, wo wir dann Gott sein
verspreking in Erfüllung zijn. En dat is wat ze doen. En wie weet die Geschichte, je heeft alle hand troubles wieder. Aber dat is de Hintergrund van deze Geschichte. So, Abraham had 2 zoons. Eine van de slovenvrouw, Ismael, en eine van de vrije vrouw, Isaac. En zo die beide vrouwen, dat is de onderscheid tussen Gesetz en Gnade. Hij zegt wieder, bij den zoon, die van de slovenvrouw geboren wordt, wie een nurse, bitte gewandeld. Nou, hier is het ding. Dus Ismael, die wie geboren bloß in een natuurlijke weg. In een menselijke weg. En weet je, ik wil aan je zelf een puntje krijgen dat Abraham en Sarah, ze deden zelfs met ihre kracht verzekeren God zijn verspreking in Erfüllung te zetten. Krijgt dort wat we doen, want God zegt, we zijn durch den Glauben an Jesus Christus gered, aber wir sagen, oh, weet ik wat, dan moet ze nog dit doen, en dit doen, en dit doen, dan moet ze nog de besnijding gaan, en dan moet ze nog deze soort kledij gaan, zoals het bij ons dan immer is. Bij ons, we hebben geen trouble met besnijding, aber veel met kledij. En zo, dan moet nog dit zijn, dat en zo weer. Dan doen we verzekeren, God te houden, met mijn kracht, mijzelf heilig te maken voor God. Heb je verstaan wat ik zei? Dat is wat zij deden. Plus een beetje een andere weg. Maar Paulus gebruikt het bijspel. Hij zegt, de zoon van de slovenvrouw, wie bloß einfach durch mensenkracht op menselijke weg geboren. Zoals al jullie kinderen geboren zijn. Dat we niets buiten gewandeld. Nou, we zeggen verder, okay, jeder Kind ist ein Wunder, nicht? Aber wir müssen verstehen, dass das bloß einfach ein gewöhnlicher Weg von Geburt. Das ist nicht bitter gewöhnlich. Bloß ein Mann und Frau sind top gekommen, die Frau ist pregnant, nu hat sie ein Baby, und dort wie Ismael. Und so, das ist der Punkt hier. Und das ist, was wir tun, wenn wir gesetzlich leben, dann versuchen wir mit unserer Kraft, bloß auf menschlicher Weg, versuchen wir dann irgendwie bei Gott angenommen zu sein. Und das ist der Punkt hier. So, das ist der Unterschied von diesen beiden Jungs. Und diese wahre Geschichte kann wie sein, na hier ist really der Satz von meinen 3 Botschaften, was ich habe versucht zu lernen. Wo Gott auf 2 Wege die Menschen hält, ein Weg wir, an das Gesetz auf den Sinai-Berg zu geben, wo sie noch horchen sollen. So, hier ist der Punkt. Und das ist really der Punkt von meinen ganzen Botschaften. Der Punkt ist, dass Gott schaffen wird verschieden, durch noch, wo wir sind in der Zeit. Im Oude Bund, da schafft Gott mit dem Gesetz. Dort wird von Gott gejeft. Wenn wir nicht so eine Idee kriegen, dass das Gesetz wir schlägt, Paulus redet um Pommel von das Gesetz, das wir schlagen, oder angärtlich, oder so eine Dinge. Gott gibt das Gesetz, aber dass wir sehen, Weg von schaffen, hier ist es so. Und dann kommt Jesus in der Übergangszeit. Und dann schafft Gott ein bisschen anders. Und Jesus seine Zeit und so wieder. Und als die Kirche anfängt, dass wir alle jüdisch, Jesus sagt zu seinen Jüngern, Gott nicht nur die Heiden, Gott bloß nur die Juden. Und all sind, so die müssen dort in die Zeiten anpassen. Aber dann kommt Paulus in das Gospel und das Evangelium von Gnade. Und das, wo wir sind. Und dahin sage ich, wir müssen von hier zurückchecken und jene Tiden so ausleihen, von wo wir nun sind. Und so das, was hier passiert. Wo Gott auf 2 Wege die Menschen halten tut, und so Gott schafft auf verschiedene Wege, durch und was von der Zeit wir sind. Und wenn wir das nicht verstehen können, dann dürfen wir einmal so eine Dinge von hier in den Satz nehmen, okay, das ist für uns, dort wollen wir nicht annehmen, aber das wollen wir, Schweinfleisch wollen wir alle essen, nicht? Rückwärts, Schenkefleisch und so weiter. So dort wollen wir Tagladen, aber die Kleidung, da wollen wir mitnehmen. Und so ist das Leben. Und so, wenn wir das nicht verstehen, was wir die Zeit, was wir die Lehre, was wir hier die Zeit, was wir die Lehre, und wo sind wir, und was ist die Lehre. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die wollen klar das Evangelium haben. Und dass die wollen klar sein in ihrer Lesung. Und so, das wollen wir von das reden. So, das, was hier passiert, Gott schafft auf verschiedene Wege. Hagar bedient de Berg Sinai in Arabien. En dat is met Jeruzalem te vergelijken. Dat met Kinder tot duin maakt. En weet je, dat is dat Gesetz. Dat Gesetz meint duin. Doe dit, doe dat, doe jant. En dan nächstes het jaar waren. Doe dit, doe dit, doe dit. En zodat we dat Gesetz. Dat we een systeem van duin, een systeem van verzekering, dat nooit te komen en zo verder. Dat we really een systeem van een les, wat ik kan aftekenen. Oké, ik ga mich nicht mit einer Frau verlebt, ich habe nu al 2 Jahre nicht gelebt und so weiter. Und so wieder ja mal tegnen. Und dann war ich es dort leichter, nicht? Wenn du eine Liste hast von 10 Dingen, die kannst du mal tegnen, das ist neu gekommen, das ist neu gekommen, das ist neu gekommen. Das war ich leichter, als wenn wir so ein Verhältnis haben mit Jesus. Aber das Problem ist, wir kommen never know. Und wir fallen eure Luther kart. Und so, Hagar mit Ismael Tob, dort wird der Berg Sinai, dort wird das Gesetz, dort wird Jerusalem mit dem Tempel.
en de ganze Opferdiensten, wat in Jeruzalem en so weiter, en dat we een systeem van doen, een systeem van een list nog komen, een systeem heen aan gaan, so weiter. Dat is wat het weer. Nou, we van God gegeven, waar we dat klaar houden, dat had zijn tijd en zijn steden. Maar dat Jeruzalem, dort boven, is vrij. En dat is onze moeder. En weet je, wie kan ons van der weer aan? Wist je gleich in onze Hagar te leven? Wist je gleich in Erzeen te zijn? Oder waar we Sarah Erzeen zijn? En weet je, hij zegt dat Jeruzalem daar boven, dat Jeruzalem bij God, door we Jezus aan de rechterhand Gottes zet, dat is onze moeder. En we zijn vrij. We zijn onder de Gnade. Weet je, we zijn durch een Wunder Gottes ware geboren. Zoals Isaac weer. Als Abraham en Sarah eerst Isaac hadden, en wer van jullie heeft mal gehoord van een 90-jarige vrouw wat een baby had? Als je eens weer zo staat? Wie würden ook zo denken, wauw, dat wordt van Wunder. En zo, vielleicht met de reichte soort Perlen van der dag kunnen ze dat al schaffen merken. Ik weet niet van. Ik hoop niet, maar anyway. Maar weet je, wie zijn wie hier in het Jeruzalem daar boven? Wat waar we leven leiden? Waar we leven onder Hagar leven van een systeem van doen en doen en zijn irgendwie mal ongenomen zijn? En was dat aannemen wat Jezus die aanbieden deed. En zo dat is wichtig voor ons, dat we daar onderscheid zijn. Hij zegt, wenn het staat geschreven, zie vrouw, die onvruchtbare, die du nicht geboren hast, komm en roep uit vrede. Die du nicht in Geburtsweide bist, willst de Einsame hat viel mehr Kinder als die een man hat. Nou, goed, zo hast ik denk, okay, wat meint dat? Was is dat hier even bij ons weer? Maar dit is wat hij zegt. De jüdische systeem, du kunt geen Heiden aan. Dat heb ik je zo versucht te erklären, dat in dat jüdische systeem werden de Heiden uitgesloten. En zowel maar zijn, dat redt hier van Juden en Heiden. De Juden, die dachten, zij hadden het gezegd, zij waren Gott zijn Volk, we hadden het gemerkt en zo weer. En de Heiden, dat was dus een moeder, dat is een vrouw, wat niet kon kinderen hebben. Dat waren geen kinderen. En nou, dat we een beetje vergelijken met Abraham en Sarah, niet? En zo. Maar nu zijn we aangenomen. En Paulus redt in Galaterbrief, hij zegt, je werden weit auf, je hadden geen hoop meer, maar nu in Christus sei je dich bijgebracht. En andere werden nu als de heidnische groep, kunnen we zeggen, veel groter als de jüdische groep. Want het komt met de christen, wenn er kein Ei sagt, dat de kerk, de jüdischen, dat neemt auf, de heidenen wassen. En zodat wat eerst zo schijnt, dat we gleichmäßig, en dat we keine Geburt, en dat kunnen keine Kinder hebben, door als nu buitengewoonlijk, met God zijn Gnade, heeft door een familie gegeven, een heidenfamilie, en die was staler als de judenfamilie. Dat is een punt hier. En zo, deze familie neemt auf, deze neemt toe, besonders hier in de kerk, zoals ik al gezegd heb, de kerk, die wordt heidnisch. En zo, deze wat eerst de mama weer met de kinderen, wat alles, wie had het al, en wie zijn beter als deze en zo weer. Die zo te zijn, die worden weniger, deze worden meer. En zo, dat is een beetje een punt daar. En wie, lieve broeder, zijn zoals Isaac, kinderen die God versprochen heeft. Nou, wat hij hier zegt, is dat we zijn buitengewoonlijk geboren. Isaac wird buitengewoonlijk geboren. Zoals je al gezegd hebt, Sarah wird 90 Jahre alt ungefähr, die können al keine Kinder haben. Und so, dass Isaac geboren wird, wie ein ganzes Gottesding. Das wird ein ganzes Wunder Gottes. Dass du kannst wahrer geboren sein, und dass du kannst von deinen Sinn loskommen, und dass du kannst bei Jesus angenommen sein, und dass du kannst in den Himmel durchgesagt sein mit Jesus, das ist das größte Wunder, was jemand gegeben hat. Und so, wir sind versprochen. Gott hat Abraham versprochen, dass wir alle Menschen sehen, und durch Abraham sie nur kommen, dort wie Jesus. Wenn wir von der Jesus haben, dann sind wir part von dort. Und so war wir, die wir durch den Heiligen Geist geboren sind, manchen dort, wir sind nicht geboren durch menschliche Weg, wir sind nicht geboren, wenn wir so eine gute Menschen wären, oder wenn wir mal das rechte System haben, der rechte Kirche und all die Dinge reich, nur wenn sie nicht geboren. Wir sind geboren durch den Heiligen Geist. Und von daher verfolgt, die ohne das gesagt stehen. Weet je, de Paulus in de tijd, de Juden vervolgden Paulus, de Juden vervolgden de apostel, in het religieuze systeem dat immer Gnade vervolgen. En dat is wat je in het eerst ziet, wanneer je onder Gnade leven en je hebt Gnade verstaan en je zijn niet meer onder Gesetz, dan worden de gesetzliche Menschen, die worden gegen zijn. Dat je immer berechnen, dat schafft immer so staat. Goed zoals Isaac, een zoon die door versprochen wird, von denen verfolgt wordt, die von den Slaven früh geboren wird. So, hij gebruikt het Beispiel, dat Ismael, dat Isaac verspotten en zo weer, dat is wohin hij eruit muss. En so dat vergleicht hij hier met ons. Aber wat zegt de Schrift?
schickt die Sklavenfrau mit ihren Sehen aus dem Haus. Und weet je, Schwester, wenn wir uns eine Weg von selig worden, wenn wir den mal zur Seite schmieden. Wenn wir den mal in den Haus schmieden. Wo wollen wir Hagar in uns Haus haben? Wohin wollen wir Ismael in uns Haus haben? Dat is de menselijke weg, dat is de gezaatselijke weg. Waar we de genade van Jezus aannemen en dat gezaad te zien schmieden. Dan zegt hij weer, willst de Slavenfrüher sehen, soll nicht mit denen sehen, taub Ohren, die von der früh geboren ist. Weet je, diese zwei Sehens, die Ohren verschiedene Dinge. Und wir wollen nicht mit Ismael taub Ohren und verdorben, aber wir wollen mit Isaac taub das ewige Leben. Und so, Brüder, wir sind nicht Kinder von der Slavenfrüh, aber von der frühen Mutter. Und weet je, das ist der grootste nodig. Wir sind Kinder von der frühen Früh. Unser steht es im Himmel. Und so das ist das Evangelium zu den Heiden. So, ich will dir noch ein Bild weisen. Das ist das. Zum Schluss. Und ich hoffe, ich kann das ein bisschen alle toppen, weil viele von uns haben Frauen. Und die Frau ist das. Die Frau wurde Paulus in der Zeit gefragt und die wurde noch einmal gefragt. Okay, so wir sind unter Gnade. Unsere Sinne sind verjährt. Die Vergangenheit, die von dir und die Zukunft. In Christus sind unsere Sinne verjährt. Alright, so wir sind unter Gnade, dann wollen wir gehen sündigen. Dann wollen wir gehen ans Utleben. Dann wollen wir gehen ans Uttauben, weil wir sind unter Gnade. Und Paulus sagt, no, wo wollt ihr durch beim Leben, zu was ihr gestorben sind? Weet je, die zaadste Menschen wollen immer zu ihnen sein, oh, so du bist unter Gnade, dann kostet es dir so was. Das ist nicht der Punkt. So, wie hat Gott? Und Gott ist der Rechnung. Gott ist der Mutband zwischen Reich und Unreich. Na hier gibt Gott das Gesetz. Und das Gesetz lehrt den Menschen, dessen Gott unter uns sind. I mean, sie können das never know, die Bibel ist sehr klar, aber dort wird der Zweig für das Gesetz, zum das Gott kennenlernen, zum diese Rechnung kennenlernen, zum weiten, was sind, was nicht sind und so weiter. Und so sie leben unter Gott. Aber sie merken das never. Und dann kommt der Schritt, dann kommt Jesus, und er starb für rein alles, was hier auch hier ist. Jesus starb, das heißt die Dividing Line zwischen diesen beiden. Und nu sind wir unter Gnade, aber wir sind noch unter den selben Gott. Und der selben Gott, der noch mal meten, was Sinn ist und was nicht Sinn ist. Und wenn wir niemals so eine Idee kriegen, dass nu sind wir unter Gnade, nu haben wir so leben, als wir wollen. Weet je, wir sind nu unter den Heiligen Geist. Ich habe hier noch ein Vers, was ein bisschen von der Dreht sagt, aber nu sind wir von dem Gesetz los und Daut verdammt. So Paulus redet hier fertig, dass wir sind gestorben zu dem Gesetz. Und dort wir gebunden werden, wir haben nu einen Dienst im Geist. Und nicht mehr in der alten Buchstabe von Gesetz. So das ist, was er redet. Hier wird der Buchstabe, hier wird das Gesetz, hier werden die 10 Tafeln, hier wird der List sozusagen. Wir sind nicht mehr unter der List, wir sind nur unter den Heiligen Geist. Und weißt du, ich habe immer wieder gesagt, und ich werde noch einmal sagen, und vielleicht noch 1000 Mal, aber wenn du nie Geburt ist, dann hast du auch ein neues Leben. Wenn du nicht Geburt ist, dann hast du ein Leben. Und so, wenn wir nicht geboren sind aus Isaac geboren wird, dann wird ein Leben, wird Gott. Du wirst ein Jung, was da ran, oder wenn es baut. Und weißt du, wenn wir wahre geboren sind unter den Heiligen Geist, dann wohnt Gott in uns und der Heilige Geist will uns leiden. Gott will nicht mehr, dass wir eine Liste von Dingen haben, wo wir nur kommen. Gott will nur Freunde mit uns und Gemeinschaft haben mit uns. Der Heilige Geist will dich kennenlernen. Der Heilige Geist will du so arm kennenlernen, dass du es mit ihm vertrauen, dass heute Freiheit hat, die zu sein, was reich und ordentlich ist. Und weißt du, wir denken immer so, okay, nu zit der Prediger mich nicht, nu kann ich tun, was ich will. No, der Heilige Geist ist immer mit dir. Als du allein du bist, oder als du mit Menschen tust bist, der Heilige Geist will dich leiden. Und weißt du, das ist das ganze Thema unter Gnade. Wir sind nicht mehr unter dieser Liste, aber wir sind unter den selben Gott, der selben Rechnung, aber der Heilige Geist gibt dir eine Kraft. Und der Heilige Geist merkt die rein, durch den Glauben an Jesus Christus sind die sind alle verjährt. Gott fällt die mit dem Heiligen Geist, er schlitt die Tose zu sein mit dem Heiligen Geist und er will die leben in ein Leben für Gott. Weil wir nicht die Idee kriegen, wir können nur frei in Sinn leben, so zu wollen. Gnade ist nicht leistens zum Singen. Gnade ist, dass wir sind bei Gott angenommen, durch seine große Gnade, nicht wenn wir uns das verdient haben, aber wenn er uns lebt und wir werden vor ihm leben. Amen? Alright, wollt ihr abschauen? Ziemlich hervor.
Vielmal Dankeschön für Gnade. Dankeschön für, dass du Paulus beraten hast, das Evangelium nur der Heiden zu drehen. Und Dankeschön, dass du nicht der Heiden war, der drei und das jüdische Gesetz hast, und die mussten sie dort lernen, nur zu kommen. Aber du gibst uns Gnade, du fällst uns mit dem Geist und du leitest uns in den Heiligen Geist. Dankeschön, dass wir Leute sind in Jesus Christus. Help uns zu verstehen, Herr, wir sind nicht geraten zum Sinn leben, wir sind geraten zum für Gott leben. Du hast uns nie gemerkt. Und du sagst uns in dem Epheserbrief, du hast uns nie gemerkt und du hast uns gemerkt zum für die leben. Help uns dort zu verstehen, aber help uns dort wenig wollen, uns dort gesetzlich merken, aber dass wir in dieser Gnade wollen, in Frieden für die leben. Dankeschön, dass du uns verschalten. In Jesus' Namen. Amen. Ob nur den Borg von Golgatha, mein Heiland ging uns ohne Angst. In du Blut heuen starb für mich, Halleluja, Vater Christ. Verändert wird die ganze Welt, aus sein Fehler los wird angereicht. O ihr in Himmel, Luft den Herrn, Halleluja, Vater Christ. Halleluja, für den Kampf, für den Kampf, du verlor, beim Abgewonnen. Halleluja, für die Säule, mein Kampf, Halleluja, Vater Christ. Und kunde und es nicht genug, zum Tod verurteilt für mich drüber. Aber Gott, mein Rat am Bürgen war, Halleluja, Vater Christ. Ins Klufte sind den ohne Kraft, aber alle Kinder fallen auf. Aus mein Bienen wasch, mit sie Blut, Halleluja, Vater Christ. Halleluja, für den Kampf, für den Kampf, du verlor, beim Abgewonnen. Halleluja, für die Säule, mein Kampf, Halleluja, Vater Christ. Von Heiden oder von mir nennt, vertäglich wird dann nur kämpft. Der Hoffnung lädt mich, Wort und Dank, Halleluja, Vater Christ. Halleluja, für den Kampf, du verlor, beim Abgewonnen. Halleluja, für die Säule, mein Kampf, Halleluja, Vater Christ. Halleluja, für den Kampf, du verlor, beim Abgewonnen. Halleluja, für die Säule, mein Kampf, Halleluja, Vater Christ. Halleluja, Vater Christ. Halleluja, Vater Christ. Hey, noch einmal vielmal Dankeschön für den Lebenswasser sein von Daut zu Marius. Mir freut, dass ihr hier könnt jemand ans Top sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, für ihr gehen. Weil ich Ihnen sagen, wenn Ihnen Gebet fehlt in irgendeiner Area von Ihrem Leben, was immer das ist, kommt zurück, wir wollen Ihnen helfen. Was wir nicht wollen, ist, dass ihr auf einmal gehen und sagt, ihr seid bei der Kirche was und Ihnen das nicht geholfen. So kommt zurück, weil wir Ihnen helfen, wenn Ihnen Hilfe fehlt. Hat einen gesegneten Tag, sehen wir uns nächsten Sonntag.